Ich glaube, wir sind on, oder? Ja, ich sehe das Bild nicht, aber ich glaube, ich vertraue dir jetzt da einfach. Hey, hallo zusammen, willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Also, ich hoffe, es ist der erste. Aber ich glaube schon. Ich meinte es, ich habe noch keinen anderen gefunden. Ja, das ist gut. Sehr schön. Ja, schön, habt ihr eingeschaltet. Ich bin gespannt, was das für ein Projekt wird. Ja. Vielleicht noch zu uns, für die uns an den Stimmen oder am Bild nicht erkannt haben. Ich bin der Oli, a.k.a. Fishing Bear Switzerland. Ich mache YouTube, habe einen Instagram-Kanal. Genau, das wäre ich. Es gibt vielleicht auch noch zu sagen, es ist unsere erste Aufnahme. Vielleicht wird es dann auch mal die 5. sein, ich weiß es nicht. Für die erste Episode. Ja, mein Name ist Nico Kurmann, a.k.a. Nico.Kurmann. Okay. Ich fische. Wir haben das damals ein bisschen zusammengetan, der Oli und ich. Der Oli hat da einen coolen Vorschlag gehabt, dass wir einen Podcast mal könnten machen. Ich habe nie so einen Podcast gehört vorher. Ich glaube, das hat er mal gesagt. Mhm. Du bist glaube erst jetzt auf den Geschmack gekommen. Ja, genau. Und habe es eigentlich noch eine coole Idee gefunden. Und dann habe ich mir gesagt, ja, warum nicht? Stehen wir doch dahinter. Geil, jetzt sind wir da beim Oli. Yugi. Nein, in meiner Arbeitsstelle kann man sagen. Ja, genau, in so einem Räumchen. Es sieht eigentlich noch gemächtig, noch recht easy aus. Es hat noch ein schönes Lavabo da. Ich weiss nicht, ob dort Wasser läuft, aber ja, es ist... Ja, mal schauen, was daraus noch wird, aber es ist ziemlich cool. Genau. Was erwartet euch bei diesem Podcast? Also, das Ziel ist eigentlich, dass wir bei diesem Podcast so ein bisschen... Schaut auf sein Mikrofon, das gefällt mir nicht so. Sorry. Ich schaue eigentlich auf meine Notizen. Okay. Was erwartet euch bei diesem Podcast? Also grundsätzlich ist es so ein bisschen, es soll ein Angel-Podcast werden, wo wir ein bisschen über das Fischen diskutieren können. In der Schweiz vorläufig oder vorwiegend. Es gibt ja viele deutsche Podcasts, die über Deutschland und Holland diskutieren. Und ich finde es eigentlich recht okay, wenn man mal einen macht über die Schweiz, wo so ein bisschen, ja, die Schweiz nicht nur in den wirtschaftlichen Belangen darstellt, sondern effektiv, was um das Fischen geht. Wir wissen alle, wie es bei uns in der Schweiz ist, wenn wir uns mit Holland vergleichen. Oder selbst mit Deutschland. Selbst mit Deutschland, absolut. Von dem her, ja, lasst den Kopf mal nicht hängen, wenn ihr eine Woche schneidet. Korrekt, das wird sicher mal ein Thema sein da bei uns im Podcast. Ja, vielleicht können wir euch noch ein bisschen das Konzept erklären, das wir uns da vorgestellt haben von diesem Podcast. Okay, gut, das läuft. Genau. Ja, es wird sicher so sein, dass wir so ein bisschen mit der Vorstellung anfangen. Also wir werden auch Gäste mal einladen zukünftig. Wir werden euch dann mal so einen kurzen Überblick geben, was erwartet euch in diesem Podcast, so ein bisschen als Vorinfo, mit was ihr alles rechnen dürft. Und dann wird es «Meine Woche, deine Woche» als Kategorie oder als Rubrik geben, was wir so gemacht haben in dieser Woche, wie sie war. Sind wir am Wasser gewesen, haben wir etwas gefangen oder nicht? Eben, darum lasst den Kopf nicht hängen, auch wir schneidern wochenweise. Oh ja. Dann wird es sicher noch einen Punkt geben mit News, wo wir euch mit spannenden News aus der Schweizer oder ausländischen Angelszene versorgen, so gut wie möglich. Wir werden immer wieder Themen aufgreifen, wo wir da bei uns diskutieren, am liebsten mit euch zusammen als Community, wo auch ihr könnt reinschreiben könnt, was ihr davon haltet. Ein immer wieder beliebtes Thema ist unter anderem natürlich Catch and Release, wo für sehr viel Furore zum Teil sorgt. Aber egal, machen wir dann, oder können wir dann machen, wenn es dann so weit ist. Dann haben wir auch noch eine weitere Rubrik. Ich finde die relativ spannend. Entweder oder. Dort geht es darum, dass wir, keine Ahnung, 5, 10 Fragen oder so haben, die mit entweder und oder gestellt werden. Also zum Beispiel entweder Bellyboot oder Kajak. Zum Beispiel, genau. Und es wird immer so sein, dass eine Woche ich das vorbereite, dass der Nico das dann beantwortet und die andere Woche tut der Nico das vorbereiten für mich, wo ich dann die Antwort gebe. Ich nehme an, es wird aber sowieso darauf rauslaufen, dass wir beide werden darauf antworten. Ja, genau. Also es soll ja auch ein regen Austausch werden, wo ihr euch natürlich auch einschalten dürft. Genau, und nicht zuletzt oder zu guter Letzt haben wir auch einen Ausblick, den wir euch noch geben wollen auf die nachfolgenden Podcasts von uns.
was erwartet euch beim nächsten Podcast? Genau. Voll. Hey, und wir starten mit der ersten Rubrik. Heute ziehen wir ein bisschen eine andere Rubrik vor, weil ihr habt es vielleicht gemerkt, wir haben noch gar keinen Namen gesagt vom Podcast. Stimmt. Genau. Auf die Diskussionen freue ich mich. Herrlich. Genau, wir haben da ein paar Namen uns schon vorüberlegt, aber wir fänden es natürlich mega cool, wenn ihr als Community da dürft, mitbestimmen, wie der erste Schweizer Fischer-Podcast dann soll heissen. Und ich glaube, Nico, du hast die aktuelle Liste bei dir. Auf Ja, Notizen. genau. Ich habe mir da die 5 Namen sind an der Zahl und ich habe mir die alle notiert. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit einem an. Oder sollen wir alle 5 ablesen? Nein, fangen wir mit dem ersten an. Raus. Ja, also gut. Der erste Name, den wir uns einmal notiert haben, wäre Fische extrem. Und das ist schon mein erster Favorit. Genau. Oli, ich übergebe dir das Wort. Überzeug die Community von dem Namen. Hey, überzeugen muss ich auch nicht. Ich finde einfach Fische verrückt. Das tönt schon... Nein, Fische extrem ist es. Das ist Fische extrem. Ja. Es tönt schon nach dem, was wir sind. Ich meine, sonst will man da nicht hocken und einen Podcast aufnehmen. Wir sind beide pensionierte, voll verrückte Fischer. Eigentlich verbringen wir unsere Freizeit zu leiden unseren Frauen zu viel am Wasser. Und ich glaube, wir sind schon ein bisschen hohl in der Biere, jenseits Tackle, Route. Ich finde, es passt mega gut. Sonst würden wir jetzt nicht da hocken. Also bei mir ist 24/7 Fischen dabei. Ich finde Fischen extrem, finde ich so ein bisschen, es tönt so, ja, keine Ahnung, es tönt so protzig irgendwie. So. Das darf sie ja mal. Wir Ja, Schweizer sind so mega introvertiert. Ja, ist okay, aber ich finde Fischen extrem, ich weiß nicht, irgendwie, wir haben so viele geile Namen da drauf, wir haben noch 4 fast geilere Namen. Okay. Aber, Oder 3 zumindest, 3 geilere Namen, wo ich muss sagen, Fischen extrem überzeugt mich persönlich jetzt nicht. Okay. Ich finde, das ist so, wir haben zuerst diskutiert, Angeln extrem, oder? Da sind wir zum Schluss gekommen, in der Schweiz sollte ich kaum eigentlich angeln. Wenn, dann sagen sie, ich gehe fischen. Darum sind wir auf Fischen extrem gekommen. Wo ich muss sagen, irgendwie Fischen extrem. Ja, es ist extrem, aber man kann es extrem betreiben. Man betreibt es vielleicht auch extrem. Ich habe das Gefühl, es gibt immer noch solche, die es weiter oder noch extremer betreiben. Und, ja, ich weiss, irgendwie kann ich da nicht wirklich so dahinter stehen, hinter Fischen extrem. Fischen ja, extrem. okay, vielleicht bin ich einfach extrem. YouTube, Ja. TikTok, Insta, Weiss Podcast. nicht, ich find, es wirkt so, bam, Fischen extrem, bollig, mächtig, protzig. Ja, genau. Ja. Für die, die es jetzt nicht gesehen haben, hat Toni gerade so. Schnell geflext. Genau. Ja, aber ich fände es auch spannend, was die Community darüber denkt. Ich würde Ja. gerne unten in den Kommentaren, ich glaube im Podcast kannst du unten, genau, Kommentare könnt ihr genau. dort einen hinterlassen, was ihr findet zu Fischen extrem. Vielleicht auch an dieser Stelle, es wird auch eine Umfrage geben auf Instagram. Genau. Das momentan auf unseren 2 Kanälen. Genau, weil da kommt schon das nächste Thema. Ein Instagram-Kanal. Solange wir noch keinen Namen haben, können wir noch keinen Insta-Kanal machen. Also wir können einfach einen aussuchen und sagen, das ist ein, aber wir wollen ja, dass ihr uns dabei helfen könnt. Wir brauchen da euer Engagement, dass ihr uns da helfen könnt bei den Namen. Ja. Und ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Namen, weil die Community soll doch Voll. mehr als einen Namen zur Auswahl haben, sonst wäre es ja ein bisschen assi. Nicht, dass wir das nicht wären. Nein, Ja. gut. Der zweite Name ist verrückt. Fisch verrückt. Fisch verrückt. Hey, komm, ich kann mit dem eher identifizieren. Fisch verrückt. Und warum? Find ich weiss nicht. Angeln extrem, wenn es so vergleichen, das ist ein bisschen, Fisch verrückt finde ich. Ja, es tönt noch geil. Es tönt noch cool. Sag's nochmal. Fisch verrückt. Fisch verrückt. Ja, Weil ich finde, es tönt noch geil. Ja, es ist wichtig, es ist natürlich alles Schweizerdeutsch geschrieben, weil wir sind ja ein Schweizer Podcast. Und wir wollen auch nicht auf Hochdeutsch reden, sondern unser Ziel ist wirklich, die deutsch-Schweizer Community zu erreichen. Sorry, liebe Welschen, sorry, liebe Tessiner. Ich will halt Google Translate machen. Sorry, liebe Grenzgänger von Deutschland. Ist so, weil ist so. Genau. It is what it is. Genau. Ja. Ja, ich finde Fisch verrückt, finde ich schon, würde mir eher dazu sagen. Ich finde, es geht sehr ins Ähnliche rein wie das andere. Es klingt vielleicht, wenn ich es in deinen Worten darf sagen, nicht so protzig. Merci. Ja, hey, Fisch verrückt. Warum nicht? Ich habe gar kein Argument dafür. Ich finde den Namen auch richtig geil. Ja.
Hast du auch nichts dagegen in dem Fall? Gut. Nichts dagegen, nein, natürlich nicht. Der dritte Vorschlag, Fischzeit. Oder sorry, hast du noch etwas anzufügen? Nein. Gut. Fischzeit, dritter Vorschlag. Oli, ich gebe das Wort. Wow, ich finde, der ist ein bisschen abgeleitet, muss ich ehrlich sagen, also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema befassen, Podcast, also bei mir ist es immer so, wenn ich so Ideen habe, das kommt mir immer in der Nacht. Und dann bin ich mega froh, dass wir mittlerweile ein Handy haben, das gerade am Kopfkissen liegt, wo du schnell Sachen kannst aufschreiben kannst. Andere würden schlafen. Ja, aber das habe ich, seit ich in einer Band war und so, die Ideen von Namen, von Liedern, von wie sagt man so, Gitarre-Riff, die sind mir immer in der Nacht gekommen. Und das Krasse ist, das passiert mir jetzt mit meinen YouTube-Sachen, mit meinen Insta-Sachen, so auch mit dem Podcast. Ich glaube, ich habe dich mit dem ersten, als ich dich angefragt habe, hey Nico, hast du Lust, habe ich Beiszeit gesagt, so als Name, wo mir als erstes in den Sinn gekommen ist. Genau. Und wo wir nachher ein bisschen uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben und geschaut haben, ey, was gibt es schon für Fischer-Podcasts, ist rausgekommen, Beiszeit gibt es schon. Ja, genau. Beziehungsweise Beißzeit heisst der. Genau, ist ein deutscher Angel-Podcast. Genau. Ich weiß gar nicht, aber es ist nicht einer, wo ich auch privat gehört habe. Du bist, hey, ich habe noch nie gehört. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt 2 Podcasts gehört, also 2 verschiedene angefangen, sagen wir es mal so. Der erste ist «Was kostet der Fisch?» Genau, der Name, der fällt mir, der geht mir immer wieder zum Gedächtnis aus von Yoshi und dem Maxi. Kennst du das Gute nicht? Ja, eben genau, das ist immer meine Eselsbrücke. Oder? Wie sie gesagt haben, «How much cost the fish?» Ja, genau. Genau, der. Und «Nägel mit Köpfen» von LMAB, beziehungsweise «Hecht und Barsch», finde ich beide recht cool. Aber ja, es ist so Fischzeit, Raubfischzeit, beziehungsweise Beißzeit. Es ist sehr, sehr naheliegend. Ich finde den Namen zwar geil, also es ist Fischzeit. Es ist Zeit zum Fischen, Fischzeit. Wir reden über Fisch. Wir reden ja nicht irgendwie über, keine Ahnung, Laptops oder irgendwie etwas anderes, sondern es soll um den Fisch gehen, es soll ums Fischen gehen. Von dem her, ja, darum hat komischerweise jeder Name irgendwas mit Fisch bei uns zu tun. Ja, das ist ja naheliegend. Es soll ja um Fischen gehen. Genau. Wäre komisch, wenn es ein Eichhörnchen-Podcast ja, das können wir auch machen. Ja, ich denke noch eine Rubrik einbauen, unnötige Diskussionen. Ja, das wäre etwas. Was bei uns sehr schnell möglich ist. Ja, fragen unsere Frauen. Ja, nicht zu wenig. Aber ja, noch ein anderes Thema. Wir sind ja beim Fischen, nicht, dass wir zu fest abschweifen. Ja, genau. Ja, Fischzeit finde ich ziemlich cool. Würde mir auch zusagen. Aber ja, wie gesagt, schlussendlich die Community, die entscheidet. Würde ich sagen, kommen wir zum 4. Namen. Genau, wir haben Fischen extrem, Fisch verrückt, Fischzeit. Welch ein Wunder. Jetzt kommt wieder etwas mit Fisch. Der 4. Name, Fisch im Fokus. Fisch im Fokus. Für mich kein Favorit. Hey, für mich auch nicht. 0. Ist schon fast gestorben. Ja. Es klingt wie so, kennst du das? Es gibt doch so ein Fokusheftchen mit so einem mit dem ja, genau, ja, das Wissenschaftsheftchen, das wo man beim Arzt rumliegt, da in jeder Arztpraxis. Ja, also ich darf unseren Podcast natürlich gerne beim Arzt hören, aber ja, selbstverständlich. Heftchen müssen wir nicht lesen. Aber nur, wenn ihr euren Angelhaken rausnehmen müsst. Hoffen wir es nicht. Hast du das mal müssen? Nein, du? Nein, zum Glück nicht. Aber ich war mal kurz davor. Wirklich? Also meine Freundin hat mir mal einen Tschikow gegen den Grin getatscht, wie sie nicht geschaut hat. Nein, wirklich? Und einmal ist ein Wobbler retour gekommen, der ist auch im Cap. Ja. Scheiße. Nein, ich hatte so Glück bis jetzt. Ist noch nie. Hättest du einen Seitenschneider dabei auf dem... Nein. Eben, das ist ja der Pain. Ich auch nicht. Ich habe zwar mal, so eine Kombi-Zange, weißt du, so einen Fischer mit so einer Split-Ring-Zange, die hat so einen kleinen Seitenschneider, aber der ist mir mal irgendwie kaputt gegangen, ich musste Federdraht schneiden, weil ich so beim ersten Mal pelagisch fischen habe ich mir vorher noch ein Tackle gekauft. Da dachte ich echt, Scheiße, ich habe viel zu wenig so Drilling dabei, weißt du, wo ich am Köder riete. Fuck, ich muss irgendetwas basteln. Und der Maxel, der Big One, Big One Fishing Official, der hat ein bisschen Verspätung gehabt. Wie immer. Er ist ja gleich, sorry Max. So kennen wir dich. Und dann bin ich am Parkplatz dort gewartet, habe ich angefangen, habe ich etwas zusammenbasteln. Da habe ich mit der Splitring-Zange, mit dem Seitenschneider, der hat ganz geil ausgesehen, aber der ist einfach nicht für das gemacht, habe ich bei einem Stingerhaken vorher müssen die Ösen aufmachen, weil ich das Stinger brauche. Und ich habe die nicht aufgebracht, dann habe ich einfach mit der Seitenschneider zusammengedrückt. Hey, und dann ist das Schneidblättchen beim Seitenschneider ist irgendwie in 3 Stückchen gebrochen. Ich so, fuck, nein! Ist natürlich nicht gegangen, gell? Und jetzt habe ich den immer noch bei mir, aber
Ich weiss nicht, ob ich mit dem könnte einen Haken abzwicken oder so. Ich glaube, wenn, dann müsste ich den Widerhaken. Also ich fische ja prinzipiell ohne Widerhaken, aber selbst wenn ich einen hätte, ich müsste wahrscheinlich andrücken und dann so durch, aber es bringst du nie gut durch, vor allem wenn er dann noch abbricht. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie schmerzhaft Nein. das ist. Ich habe mal ein Foto bekommen von einem, der auf dem Greifensee raus war. Der war dort am Werfen. Der schickt mir ein Foto, Zwangspause. Zeigt mir den Daumen, wie der Haken durch den Daumen durchgeht. Ich dachte, Also ich habe auch schon ein paar Unfälle gesehen, aber vielleicht ist das mal ein Thema. ja, wer weiß. Aber ich habe auf jeden Fall einen Seitenschneider dabei. Die Frage ist, ob er gut geht oder nicht. Ich weiss, sagen wir alle, musst einen Seitenschneider dabei haben. Die meisten haben einen dabei. Ja, ich bin einfach so gutgläubig und hoffe, dass mir das nie wird passieren. Aber, Es ist bald Weihnachten, liebe Leute. Der Nico und ich brauchen einen Seitenschneider. Für all die noch kein Weihnachtsgeschenk haben und den Podcast hören, mal schauen, wie viele Seitenschneider das wir schlussendlich geschenkt bekommen. Ich nehme an, vielleicht 2. Ja, jeder eine. Ja, das würde ja lange. Also Genau. Fisch im Fokus. Ja, Merken wir jetzt gerade selber. Ja, Ist nicht so. ja. Ist es. Aber ja, sagt ihr, was ihr das Gefühl habt, gebt euren Senf dazu. Ja, meldet euch. Vielleicht gehen wir zum 5. Wer weiß. Gut, der letzte Name, den wir noch haben, ist. Oha, es hat auch mit Fisch zu tun, aber es steht mal nicht Fisch am Anfang, sondern es ist Raubfischzeit. Definier mal für die Community, was für dich Raubfische sind. Wenn du willst du es. Ja, du weißt, was ich raus will. Scheiße. Ja, das ist halt so eine Sache. Schau, für mich gehören einfach Forellen wirklich nicht in die Raubfische rein. Forellen sind einfach. Es sind Forellen. Das ist nicht ein Raub. Für mich ist es kein Raubfisch. Ich weiss, eine grosse Forelle frisst auch einen kleinen Fisch, okay. Ja, also. aber nein. Ja, aber das hat ganz einen anderen Hintergrund. Ich kann auch mit diesen Put-and-Take-Gewässern kann ich nicht viel anfangen. Dort sind ja, keine Ahnung, 95% Forellen drin. Und wenn mir einer sagt, er ist ein Raubfischangler, er geht also Put-and-Take-Gewässer gefischt, muss ich sagen, schön, macht das viel Spass. Ist für mich auch absolut okay, ich habe kein Vorurteil, aber ich kann mich einfach mit dem nicht identifizieren. Ist gut, gibt es so sehr, weil ansonsten habe ich das Gefühl, wären die meisten Leute keine Fischer mehr. Vor allem, ich sage jetzt mal, die ältere Generation oder auch so ultralight Spoonfischer, die würden wahrscheinlich aufhören fischen, wenn es sie nicht gäbe. Weil eine Forelle, ich sage jetzt gerade an meinem Hausgewässer, ist ja, eher eine Seltenheit. Also, nein, nicht eher, es ist eine Seltenheit. Wenn ich so ein bisschen höre, wie viele Forellen dass in diesem Jahr, im 2023, gefangen worden sind, einfach von den Leuten, die ich so ein bisschen kenne vom Gewässer, sind über 450 andere, die dort fischen, sind doch noch viel. Mhm. Ich habe auch nicht zu allen Kontakt, aber wenn du wieder in den Fischerladen reingehst, dann redest du ein bisschen und fragst ein bisschen. Ja, hörst von allen Forellen ist ja, nein, läuft nicht gut und so. Und ja, schlussendlich. Darum ist für mich so ein bisschen, ja, ist gut, gibt es so Put-and-Take-Gewässer. Ich fange gerne schöne Bachforellen, eine wilde oder auch einfach in einem Bächlein oder so, aber ich kann mich null mit Forellenfischen identifizieren sonst. Gibt's vielleicht, es gibt mal, wenn ich jetzt hören kann, dann gibt es vielleicht mal einen Tag mit den Flügerruten. Okay, das ist etwas anderes. Mit den Flügerruten finde ich es geil, aber mit den Spinnerruten ist es ein bisschen, da gehe ich lieber auf die richtigen, echten, deftigen Räuber, so ein Hecht, Zander. Wels ist für mich auch ein Räuber, also noch eher als ein Raubfisch. Also, genau, ein Raubfisch, genau. Der Barsch natürlich, ganz klar. Ja, von dem her, ja, genau. Zurück zum Namen, 5. Name, Raubfischzeit. Ist nicht so, dass wenn wir den Namen annehmen, dass wir dann nichts über die Forellen berichten. Selbstverständlich werden wir über die Forellen berichten, wenn es dann sein muss aus meiner Sicht. Und sonst übernimmt das sehr gerne der Oli. Natürlich. Genau. Ja, aber ich glaube, wir werden wenig über Weissfisch reden. Das darf man an dieser Stelle schon sagen. Wir sind schon mehr Raubfische. Also sagst du jetzt sogar, die Forellen ist auch ein Weissfisch in dem Fall? Geil, Nein, ich lasse die hängen. Ja, wir merken, da sind unsere Meinungen verschieden. Aber das haben wir schon von Anfang an gewusst. Also Raubfischzeit, 5. Name. Genau. Also ich würde sagen, ihr schreibt unten in die Kommentare. Schreibt uns auf jegliche Art und Weise an. Ihr könnt per WhatsApp, für die unsere Nummer haben und den Podcast hören. 079. Hat sie gesagt. Ihr könnt per Instagram könnt ihr auf dem Fishing Bears im Kanal oder auf meinem Kanal könnt ihr uns anschreiben.
auf Facebook, auf eben auf Spotify oder weiss der Teufel wo. Ich würde eher sagen, ich würde sicher noch eine Umfrage starten, wie du gesagt hast, auf meinem Instagram-Kanal, die ich dann verlinke, oder du kannst eine eigene Umfrage machen. Und dann werden wir so ein bisschen das zusammentragen, Ja, perfekt. was rausgekommen ist. Ihr habt jetzt unsere Favoriten gehört. Genau. Ich sage es noch Meinungen? einmal für alle, Ja, voll. die jetzt da am Zuhören sind. Es wäre Nummer 1 Fischen extrem. Nummer 2 wäre Fisch verrückt. Das. Nummer 3 wäre Fischzeit. Nummer 4 wäre Fisch im Fokus. Und Nummer 5, mein persönlicher Favorit, sorry, wäre Forellenfischer. Raubfischzeit. Pfannenfischer, was? Forellen, was? Genau. Ja, wäre cool, wenn ihr die Abstimmung machen könnt. Ich denke, die Abstimmung lassen wir wahrscheinlich etwa eine Woche laufen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Übrigens, ausstrahlen, der Sehr Podcast. wichtiges Thema. Ja, Ja. genau. Der ist, wenn ihr den hört, haben wir den Ich höre den am 17. Dezember, habe ich 17. im Kopf. Ja, perfekt. Bin ich da 17. richtig? Dezember. Ja, ist möglich. Warte, ich muss so bei Ja. mir schauen. Ist der 17.? 17., ja. Ja, perfekt. Genau, wenn ihr den hört, ist der 17. Dezember. Wir lassen die Abstimmung, ja, ich sage jetzt mal bis am 24. Dezember, bis Weihnachten. Lassen wir die laufen. Ist ja nicht so, dass wir Weihnachten mit der Familie gerne feiern, wir Nein. zwei, sondern... Ich ja. bin am Fischen, du. Ja, eben, genau. Ich bin irgendwo, keine Ahnung. Ja. Holland. Nein, aber wir nennen uns natürlich gerne die Zeit und ich denke, da können wir es dann irgendwo dort 7, 28 Stunden lang können wir es publizieren. Können wir Yes. euch Bescheid geben, was rausgekommen ist. Vielleicht erfahren das auch schon vorher, wer weiß. Aber ich denke, wir lassen die sicher 7 Tage laufen. Und dann haben wir mal schauen, was rauskommt. Vielleicht haben wir ja auch 0 Interaktionen. Ich weiss gar nicht, vielleicht lässt uns ja überhaupt niemand zu. Kann ich mir nicht Scheisse. vorstellen. Okay. Ja, ich hoffe es nicht. Ich hoffe es Wir sind nicht. gespannt, ich wir sind hoffe, gespannt. Ja, genau. Ich hoffe, wir können die Leute ein bisschen animieren dazu. Genau, perfekt. Ich So würde weiter zur nächsten Rubrik. In dem Fall meine Woche und deine Woche. Ja. Erzählst du meine Woche? Ich sehe deine Notizen doch nicht. Meine Woche hat im Fall überhaupt nichts mit Fischen zu tun gehabt. Wow. Ich bin letzte Woche cranky gsi, schön Husten, Verkältung im Nest gelegen. Wir haben noch telefoniert miteinander. Ja, dementsprechend, ich glaube, ich war das letzte Mal fischen im November noch auf Egli und dort hat es richtig fett gestürmt. Sonst habe ich diese Woche ich habe mega viele Kooperationspartner der Partnerschaften können schliessen. Einfach wichtig für meinen persönlichen Kanal mit YouTube, Zeug und Sachen, das gehört dann dort, was dort alles läuft. Und sonst bin ich mega beschäftigt mit den Vorbereitungen vom Podcast. Ich habe da viele neue Tools müssen lernen, viele Sachen müssen neu lernen. Was WhatsApp neu müssen erfinden. Das erste Mal, dass ich mit 31 das Gefühl habe, ich bin wirklich zu alt für etwas. Ja, ich bin wirklich beschäftigt mit YouTube und einlesen, wie funktioniert das mit dem Podcast. Das hat schon viel Zeit in Anspruch genommen. Ja. Und meine Routen stehen leider still. Ja, Scheiße. So viel zum Thema Fisch verrückt. Ja. Oh, herrlich, herrlich. Aber jetzt bist du wieder gesund, das ist die Hauptsache. Natürlich. Ich glaube, das ist das, was zählt. Ja, ich würde sagen, dann komme ich mal zu meiner Woche. Meine Woche ist, hat relativ bescheiden angefangen, sage ich jetzt mal. Ich habe ja jeden zweiten Freitag habe ich eigentlich einen Papi-Tag, den ich mit meinem Sohn verbringe. Mega herzig, ist super, ist mega cool. Dann schicke ich die Freundin zum Arbeiten. Sie hat ein bisschen Geld verdienen. Ja, irgendjemand muss, genau. Hat aber super gut angefangen. Ich bin am Donnerstag den Kleinen geholt, dann ist er auch mit bei meiner Mutter. Und so etwas nennt sich Papi-Tag. Ja, das war ein Donnerstag. Das war ein Donnerstag. Wenn ich am Donnerstagabend bin geholt, dann habe ich gemerkt, er hat eine warme Stirn. Dann dachte ich, komm, Zina, die Freundin, hat Training am Donnerstagabend, Fußballtraining. Dann habe ich gefunden, ja, ich sage jetzt noch nichts, weil ich möchte nicht, dass sie alles absagt, nur weil er ein bisschen warm hat, in dem Sinne ein bisschen Tempi vielleicht. Dann ist sie ins Training gegangen, dann habe ich gefunden, jetzt muss ich gleich mal Fieber messen. Gell? Hey, warte mal schnell, hörst du das Klopfen? Ja, gut. Genau, sie hat am Donnerstag mit Fußballtraining und ich habe dann gefunden, ich tue erst Fieber messen, wenn sie abgefahren ist. Nicht, dass nachher nur wegen ein bisschen Temperatur alles abgesagt wird. Ja, ich habe dann Fieber gemessen. Ich hatte dann 39,1 auf dem Fieberthermometer gehabt, bei einem 8 Monate alten Baby. Dann habe ich gefunden, Scheiße, ja, das war es. Ja, no, sie hat dann alles gecancelt und ist dann heimgekommen. Und ja, kannst du dir vorstellen, wie die Nacht war. Es war extrem mühsam. Ich bin dann nach dem 2 noch Medikamente holen für das Kind. Dementsprechend Papi-Tag am Freitag natürlich für einen
Oder ins Wasser geht. Genau, ins Wasser geht, exakt, schön gesagt. Und es ist ja nicht so, dass ich mir extra noch am Donnerstag auf dem Heimweg vom Geschäft habe ich gefunden, ich gehe in einen Angelshop hier. Ich bin zum Goldfisch auf Steinhausen. Ja. Und habe dann gefunden, hey, kriege ich Swimbaits. Ich will mal Swimbaits fischen. Ich habe kaum Swimbaits daheim. Nur halt, der Pike zum Beispiel von KP Bites. Das ist mein Swimbait, den ich fische, aber das ist ein Softbait, einfach mit dem Mustascherig. Ich habe gefunden, komm, ich will mal ein Swimbait. Ja, dann bin ich zu Krigi gegangen, gesagt, Krigi, Swimbait, gut, super, ja, das Sakura. Dann dachte ich, ja, easy, komm, hey, probieren wir es mal, oder? Kostet, keine Ahnung, 25 Stutz oder so, vielleicht 30 Stutz einen. Dann dachte ich, ja, komm, ich nehme mal 2. Ja, wenn der einen abreißt und er läuft, ist halt beschissen, wenn du dann keinen mehr hast. Dann ich nehme 2. Ich sage dir nicht, dass ich für Swimbaits Nein, fische. also meine Community weiss es. Ich weiss es, also ich ich fische fische DRT, der kostet einen Lappen. Ja, ich weiss, Also, ich weiss. Wenn du dort einen abreißt, dann gehst du wer hat, der kann. Oder? Und ich bin nicht so scharf aufs Baden. Von dem her, genau. Da habe ich gefunden, hey, geil, ich kann morgen mit dem Kleinen ans Wasser, Kinderwagen gut einpacken und dann kann ich dort ein bisschen Swimbaits hin und her rühren. Ja, der Traum ist dann spätestens am Morgen um 2, wo ich in der Apotheke bin, um Medikamente holen, gestorben. Übrigens für alle, die Kinder haben, Algifor ist das Allerweltsmittel für Kinder. Das ist wie Neocitran für die Erwachsenen. Das tätscht das Fieber weg, das Kind wird müde und es pennt. Freitag natürlich ebenfalls nicht das Wasser können. Ich habe den ganzen Tag daheim rumgeleicht. Irgendwie habe ich gesagt am Abend, hey Schatz, ich muss morgen unbedingt das Wasser. Ich muss einfach schnell raus. Ich muss einfach 2 Stunden fischen. Hast du das auch? Hey, das brauche ich an mich einfach. Wenn ich ein paar Tage nicht am Wasser war, es ist so wie dir rein, es Ja, klemmt ja. so. Und dann gehst du raus und es ist einfach scheißegal, ob du etwas fängst oder nicht. Es ist einfach wirklich nur das Rausgehen und ans Wasser stehen, das Gewässer anschauen und ein bisschen rausrühren. Wenn etwas kommt, ist perfekt und wenn nichts kommt, ist auch perfekt. Also es ist, ja. Dann bin ich am Samstag wirklich seit sehr langem wieder mal. Vorher bin ich übrigens auch sehr, sehr lange nicht am Wasser gewesen. Ich bin mir nicht mal sicher, ich meinte es irgendwo Mitte Oktober. Am 15. Oktober weiss ich, als ich das letzte Mal auf dem Wasser war, das weiss ich. Ich weiss nicht, ob ich nachher noch eins war. Aber am 15. Oktober dürfen wir bei uns noch auf die Rüsse mit dem Kajak. Und nachher nicht mehr, nachher ist alles nur noch Uferfischerei. Und ich weiss, ich bin sicher dort, also bin ich auf die Rüsse gegangen mit dem Kajak. Ich hatte nichts, aber es war schön. Mal ein Segel. Ja, weiss nicht. Ja, ist ja gleich. Und du hast mich angezündet im Auto. Das muss ich jetzt da schon noch sagen. Was, du bist nicht fischen letzte Woche? Und du bist das letzte Mal im Oktober. Das ist alles Vorbereitung für den Podcast. Okay. Schön triggert. Hey, ich bin dann schön am Samstag natürlich ans Wasser gegangen und gefunden, hey, geil, endlich mal fischen, Rucksack aufgemacht, sehe ich, ich habe ein Swimbait. Ja, ich kann nicht eben runtergehen fischen. Ich laufe die Strecke drauf, hacke den Pike dran, ich setze mich auf den... Ja, bin hochgelaufen, habe gefischt. Ich habe nie den Köder gewechselt. Das war noch ein Weiher. Ich habe gefunden, komm, ich gehe schnell in den Weiher, dort hänge ich den Chatterbait dran. Ich habe übrigens den Chatterbait von... Hey, ich habe es im YPC, habe ich das gesehen, YPC Bank, ich glaube vom... Enrico? Ja, meint... Pro? Ja, sehr wahrscheinlich. Weißt du, von was ich rede in dem Fall? Ja. Mit dem Chatterbait, mit dem Spinner. Hinten dran mit dem Spinnerblättchen. Genau. Ich habe das probiert. Ich habe natürlich, wie könnte es auch anders sein, geschneidert. Aber es war ein schönes Tag, wenigstens. Ich bin dann wieder retour gelaufen und überlegt, jetzt das Swimbait dranhängen. Nein, komm, wir gehen retour. Es ist zu kalt. Hey, im Fall, ich habe die Erfahrung gemacht mit Swimbaits. Erstens fischen das nicht viel in der Schweiz, weil, wie gesagt, es ist scheiße teuer, so ein Swimbait. Ja, ja. Aber es macht einfach den Unterschied am Wasser. Hey, ich bin gespannt. Ich habe ja den Pike habe ich ja so, ich habe den mit dem Mustaschrik, ich weiß nicht, ob das etwas sagt von VMC, mit diesen Bucktails dran. Und das ist ja auch wie ein Swimbait in dem Sinn. Du kannst ihn ja relativ leicht fischen. Also selbst mit 20 Gramm sinkt der Köder nicht, wie wenn du einen 20 Gramm Chickkopf dran hast. Oder? Weil er einfach mehr Widerstand hat und flach ist vorne dran. Ich habe den gefischt. Mit dem habe ich mega gute Erfahrungen gemacht. Aber hey, momentan ist es bei uns so verdammt schwierig, einen Hecht zu bekommen aus dem Fluss raus. Es ist abartig. Ich weiss nicht wieso. Ja, du auf jeden Fall bin ich dann wieder retour und stell dir vor, ich kann natürlich die Swimbaits noch nicht ausprobieren. Okay, also die Mission vom Frühling ist, wir gehen Swimbaits fischen. Ja, definitiv. Das war eine geile Story. Schreibt mir der Kollege am Sonntag, hat mir geschrieben, hey, gehen wir am Tisch Zander fischen. Was? Zander? Ja, okay. Bei uns? Ja. Ja, können wir machen. Ja, gehen wir Zander fischen. Passt. Scheissegal, gehen wir einfach fischen.
Ja, dann ist dann der Dienstag gekommen. Und auf die 6, er hat auf die 7, gesagt, auf die 6, da haben wir noch ein bisschen Dämmerung. Ja, kannst du denken, die Dämmerung fängt um 5 an. Herrlich. Als Wasser, so einen, es ist wie so ein Backer, so ein Weiher halt einfach, so ein Tümpel, den sie frisch ausgebackert haben, bei uns oder uns. Und ja, dann sind wir vorgelaufen, haben, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde, 3/4 Stunde gefischt. Hat mich angeschaut und gesagt, ich habe es einfach gesehen. Was? Was? Bitte? Ja, was? sind nicht alle Fische extrem, weißt du? Es setzen halt nicht alle auf Traubfisch sein. Egal. Auf jeden Fall, ja. Ich habe gesagt, ja, wollen wir gehen? Ja, ich habe Hunger, gehen wir am BK. Okay. Ja, machen wir, was haben wir gemacht? Zusammengepackt, ab dem BK. Nice. Hey, dann kommen wir zur nächsten Rubrik. News? Ja, ich weiß nicht. Willst du mit News starten? Hast du News? Ich habe News. Genau. Ich habe viel mehr von Deutschland-News, merke ich gerade, als Schweizer News. Schau jetzt. Das erste ist, Topis hat eine neue Route rausgebracht. Ja, Erst voll, stimmt. Baitcaster Blue Lightning. Ich hoffe, ich sage es richtig. Stimmt, ja, ich meine Lightning, genau. 2,2 Meter lang. 7 bis 28. 7 bis 28. Genau. Echt ganz geile Range, so allround. Gerade zum Egli-Fischen Bombe. Und ich könnte mir gerade vorstellen, so, wenn ich gehe noch viel auf Holland. Also jetzt auch nicht mehr so, aber ich bin viel gewesen. Und so Holland, Streetfishing, Amsterdam mit dieser Route. Wie lange ist sie? 2,10, glaube ich, so um das, gell? Ja, Nein, 2,2. 2,02? Oder 2,2? 2,02. Ja, geil, perfekt. Weißt du, ich kannst du an der Brücke einrühren. Und vor allem 7 bis 28, ganz geile Range. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch ein bisschen leichter oder ein bisschen schwerer kannst fischen. Ich glaube, Topis ist da nicht so, was sagt, hey, das ist genau das, was du musst, sondern hast immer ein bisschen spatzig noch. Ja, finde ich geil. Hast du sie schon mal in der Hand gehabt? Nein, Robin. Nein. Schau an dich, Robin. Ich habe sie in der Hand gehabt. Ja! Bam! Ich bin am Donnerstag noch zum Kili, dein Angelshop. Und dann ist die Route gerade dort rumgestanden und ich fand, hey, come on, Kili, zeig mal. Also, ja, pack sie aus. Gut, super, pack sie aus. Hey, liegt Bomber in der Hand und ich sage die Aktion, also er hat es dann ein bisschen abgezogen, ich konnte ein bisschen wedeln. Und also ich muss sagen, ist für mich eine klassische Chick-Route. Du hast eine Spitzenaktion, aber ganz ein geiles Rückgrat. Also wirklich, auch wenn dort ein Hecht einsteigt oder ein fetter Zander, ich behaupte, den bringst mit einem guten Gefühl raus. Weißt, ohne dass du irgendwie Angst haben um die Rute, sondern wenn dann vielleicht eher um die Schnur und um die Rolle, vor allem gerade bei einem Hecht, aber bei einem Zander, habe ich das Gefühl, wenn du dort ein Barsch-Kombo daraus hast, also mit einer leichten Schnur, mit einer kleinen Rolle, habe ich das Gefühl, bringst du den Zander eigentlich mit der Route relativ gut raus, von mir aus gesehen. Also hat wirklich ganz geilen Eindruck gemacht. Ich habe keine Ahnung, was die preislich kostet. Ich nehme an, die wird wieder irgendwo im 300er-Range sein. Okay, das habe ich auch fragen. Den Preis habe ich das mir weiss ich nicht nicht. notiert. Ja. Das weiß ich nicht, das weiß ich wirklich nicht. Aber die ist ja in Cooperation mit dem JS, mit dem Jörg Schreiber, ist ja JS Project, wenn es mir recht ist, kooperiert. Geile Story übrigens. Ich habe, wo sie Blue Percy ist die erste Route, die Topis rausgebracht haben. Blue Suri ist die zweite, oder? Ja, genau. Blue Suri ist die zweite. Und bei der ersten habe ich Robin geschrieben. Ich kenne den Robin auch schon länger über den Kollegen, über den Staub, über den Patrick. Und habe dann geschrieben, hey, wie sieht es auf Baitcaster so? Ich sage, nein, momentan nichts geplant und so. Und ich dachte, Scheiße, Baitcaster jetzt sofort genommen. Jetzt kommt sie einfach ein paar Jahre zu spät. Das ist mega schade. Ich hätte die so gerne genommen. Also ich kann sie immer noch nehmen, aber ja, für mich irgendwie so ein bisschen, ich habe andere Routen, die ich gerne fische. Und im Egli-Bereich bin ich mehr als abdeckt. Also Egli-Bereich, in diesem Range rein, so zwischen 5 und 35 Gramm habe ich ziemlich viele Routen, wo ich ja, das ist so ein bisschen. Aber es ist sicher ein ganz geiles Rütli. Also liegt mega geil in der Hand, super leicht auch. Und das Spotcap ist vor allem geil. Ich lege relativ viel Wert auf das. Und ich finde es auch geil mit dem blauen Akzent, den sie noch haben, den sie reingebracht haben. Also wirklich cooles Rütli. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich will sie sicher der Messe in die Hand nehmen. Ja, spätestens. Hey, dann, apropos Messe, gute Überleitung. Haha, wie Moderator. Als ob man sie eingestudiert hat. Ja, wirklich. Hey, Angelwelt Berlin. Ist das Wochenende gewesen? Heute ist, glaube ich, der letzte Tag, Sonntag. Ja. Heute wird noch der YPC ausgestrahlt. Heute wird noch der YPC-Final ausgestrahlt. Ist das schon der Final? Nein, schon Final. Eben, jetzt habe ich gedacht, irgendwie sind nein, ist glaube ich der zweite Tag vom zweiten Halbfinale. Ja, aber sonst ist immer der Final, ich habe es auch gemeint. Aber sie haben
Donnerstag-Episode mitgebracht, sondern nur noch Sonntag. Warum auch immer, hure schade. Keine Ahnung. Ja. Hey, ja. Du bist schon mal gewesen, oder wann? Ich bin noch nie gewesen. Ich weiss auch nicht, ob das wirklich so ein die Messe ist. Sie ist zwar mega gross, sie wird mega angepriesen. Keine Ahnung. Friedrichshafen ist auch immer angepriesen worden. Und letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr im 23. ist Friedrichshafen so ein bisschen... Ja, ich glaube, die Rückmeldungen sind nicht so... Also da kann ich etwas hinzufügen. Ich bin in der Friedrichshafen gewesen, bevor Corona war. Ja. Und die war wirklich Bombe. Ja. Riesengroß. LMAB war noch dabei. Und hinten, wo das Becken hatten, Ja, das Flügelfischer. Flügelfischer. Ja. Dort hinten war noch alles voll mit Ständen. Ja, und also, dort war jetzt das Jahr ziemlich so ein bisschen mau gewesen, oder? Ja. Aber Angelwelt Berlin wäre sicher etwas, was ich mal als Privatperson... Aber ich würde nicht am Samstag gehen, glaube ich. Wenn dann so Freitag, wo nicht so viel läuft. Ja. Ich rede auch noch gerne mit den Leuten Mit den Ausstellern dort. Die Aussteller. Ja. Und wenn es einfach dann viele Leute haben, die einfach nur für Selfies dort sind. Was ich auch kann verstehen, ich mache auch gerne Selfies mit Leuten, die ich kenne. Ja, ja. Aber wenn du schon die Möglichkeit hast, oder? Wenn du die Leute schon mal triffst, triffst du ja nicht alltag. Genau. Ja. Aber ja, die ist... Mal, die ist alle Jahr, gell? Die ist alle, ja. Hey, und dieses Jahr das erste Mal war Stucki Tunde vor Ort. Mit Fish Explorer, glaube ich. Mit Fish Explorer zusammen? Ja. Okay. Ja, Stucki macht ja Werbung beim YPC. Das erste Mal. Als ich das gesehen habe, dachte ich, die wollen, glaube ich, recht expandieren. Dort hat es ja auch mal einen Wechsel gegeben. Ich glaube, der Ronny Gameni ist jetzt irgendwie Geschäftsführer. So, das wüsste ich jetzt nicht. Okay, ja. Falls ihr das wisst, ich meinte, der Ronny ist dort Geschäftsführer mittlerweile. Falls ich falsch liege, schreiben Sie unbedingt. Ich will da nicht irgendwie Gerüchte verbreiten oder so. Überhaupt nicht. Aber ja, in dem Fall sind die ein bisschen auf Expansionskurs, wenn sie ins Ausland gehen. Aber ist geil. Also, ich finde es super. Die Spinner, also ich bin vor allem ein Fan von den Spinner, ein Stückchen Braun. Das ist für mich, wenn nichts geht, geht der. Der geht immer. Also wenn irgendwie auf Egli, auf Hecht auch. Ich habe in Holland, in Amsterdam, habe ich mal Zander gefangen mit dem. Ja. Auf einen Spinner. Wo ich dachte, hey, ja, gut, beißt einen. Ich finde den Spoon richtig geil. Für Forellen, für Egli ist der Spoon, der rockt. Okay. Ja, Nein, ich habe den Braun 2 Spinner. Ja. Der mit dem roten Blättchen, also so ein silbriges Blättchen und dann so rote Zeichen drauf. Keine Ahnung. Der ist recht geil, in der Größe 2, ich glaube 10 oder 12 Gramm, irgendwie so etwas, oder 14 Gramm. Und ich habe mal einen Wobbler gekauft von der Fanatics-Linie, wo ich muss sagen, ist preislich eher im oberen Bereich. Und ja, mir hat er jetzt nicht so zugesagt. Auch vom Laufverhalten her ist irgendwie eher so ein bisschen... Ich habe dort die Ösen auch noch ein bisschen zurechtbügen. Vielleicht habe ich gerade ein Scheissmodell bekommen, ist möglich. Aber ich habe dort die Ösen noch ein bisschen zurechtbügen, damit er schön läuft, damit er nicht so da den Hurli macht, damit er sich nicht um die eigene Achse dreht. Und da muss ich einfach sagen, wenn ich so einen Wobbler kaufe, der etwas kostet, erwarte ich schon, dass der einigermaßen... Ja, wenn ich jetzt eigentlich auch für keine Ahnung, 97, 99 oder so, dann... Ja, easy. Aber ja, wenn ich halt eigentlich wie auch von Ilex, oder? Wenn du einen Ilex-Wobbler kaufst, fast 30 Stutz, dann erwarte ich eigentlich schon, dass irgendwo gewisse Qualitäten dahinter stecken. Das hat mich dort ein bisschen enttäuscht. Das heisst aber nicht, dass ihr euren Fisch fangen, wenn der Ilex-Wobbler 30 Stutz kostet. Ja, logisch. Das ist natürlich eines anderen, oder? Also, ich meine, das sind wir beim Thema Swimbait, oder? Oder beim Thema Geld ausgeben für Köder. Wobei, nur weil du ein Swimbait hast für 100 Stutz, heisst nicht, dass du bei jedem Wurf einen Meterfisch drauf hast. Kann sein, dass du nach dem 1000. Wurf mal einen drauf hast. Aber das wirst du nicht bei jedem Wurf haben, Oli. Das weißt du genauso gut. Das ist so. Aber es macht einfach schon einen Unterschied, wenn zwei... Also wir waren zu dritt auf dem Boot, beide rühren nur Gummi. Und ich als Einzige mit meinem Swimbait habe einfach den Fisch gefangen. Das sicher, ja, alle am gleichen Ort hergerührt. Logisch. Aber ob jetzt ein Swimbait 100 Stutz kostet oder 40 Stutz? Das ist schon ein Unterschied, Qualität. Glaube ich nicht. 100 Pro. Das können wir mal laufen. Ja, das können wir gerne mal als Challenge machen oder so. Komm. Ja. Oder mal wirklich leuchten. Oder auch, was sind eure Meinungen daraus? Also, ich habe nicht das Gefühl, nur weil der Köder viel Geld kostet, bringt er nicht mehr Fisch. Ah nein, das unterschreibe ich. Habe ich nicht das Gefühl. Aber es ist schon mal etwas anderes mit einem teuren Fisch. Köderfisch als mit einem günstigen Swimbait. Gut, ich fische zu wenig Swimbait für das. Aber, okay, genau. Ja. Komm, wir machen weiter. Ja, genau. Wo sind wir gewesen? Wir sind bei Stuckitun ja, an der Angelwelt Berlin. Genau. Ja, dann das nächste sind wieder 2 Hecht- und Barsch-Sachen. Adventskalender. Ich habe ihn mir dieses Jahr wieder geholt. Ich habe ihn, glaube
seit Anfang an immer bestellt. Ja. Und habe so ein bisschen die Entwicklung gesehen. Und mittlerweile muss ich sagen, wirklich ein geiler Kalender. Ja, heute das 3. Türchen. Ich bin gespannt, was drin hat. Was kostet der? Ein Hunderter. Ein 100er. Euro. Ja. Euro. Ja. Ist Okay. völlig okay. Ich weiss Finde nicht, ich, glaub, find ich mir- jetzt human. My Tacklebox verkauft ja den Adventskalender auch. Die haben auch einen gemacht. Genau. Und der kostet 150 Stutz. Ja. Finde ich, ist auch noch okay, so zum. Ja. Den habe ich, glaube am Anfang auch gehabt von MyTech. Ganz Wirklich? am Anfang. Wirklich? Ja, da sind sie, glaube noch so im Säckchen. Ja, genau. Im Säckchen. Ja, es sind immer noch so blaue Papiersäckchen mit dem Kleber drauf. In so einem Jutesack mit dem My Tacklebox-Logo drauf. Genau. Okay, nein, trotzdem sind es noch blau. Ich glaube, das ist nur in der blauen Säckchen in einer Kartonschachtel rein. Okay. In einer weißen Kartonschachtel Ja, das mit dem kann My sein. Tacklebox-Kleber drauf. Genau. Hey, und was ich mega cool finde, ist, das habe ich jetzt erst gerade gesehen, sie macht auch jetzt ein Video zu jedem Türli. Das finde Wer? ich mega wichtig. My Tacklebox. Ja, voll. Also Ja, Hecht und ja, Barsch macht ja. das sowieso. Also schon Der länger. Pado macht das, ja. Genau. Der macht immer so ein Unboxing und zeigt so, hey, was ist drin gewesen. Genau, finde ich mega richtig, wichtig. Ja. Hey, das nächste ist, Hecht und Barsch hat die 100'000 Abonnenten geschnackt. Ist auf YouTube. Mega geil, gratuliere dieser Zeit. Gut, die haben ein geiles Format, gell, mit dem YPC, wo so jenste Ausführungen macht. Was haltest du eigentlich davon? YPC UK? Boah, ich habe es noch nicht reingezogen. Nein, ich auch nicht. Aber mein erster Gedanke war, wirklich. Ja, ich warte nur, in dem Fall kommt auch YPC France irgendwann. Es wird wahrscheinlich alles irgendwo, wo Catch and Release ist, werden die hingehen. Aber ich finde es ein bisschen. Also es ist cool, machen sie es. Ich wünsche ihnen auch alles Gute an dieser Stelle. Also, gell, nicht, Hey, dass- kein Hate in diesem Podcast. Nein, haben wir nein, gesagt. überhaupt nicht. Hate können wir daheim auslassen. Nein. Nein, aber ich finde es ein bisschen. Ja, es ist cool, sie wollen expandieren, ist sicher ein geiles Marketinginstrument und ich glaube, das läuft wahrscheinlich auch gut dort, aber ja, es ist einfach so ein Format mehr. Ich weiß nicht, ob ich mir das gönne. Ich finde einfach, es fehlt dann Gesichter wie der Tony Wendt, Enrico Di Ventura Ja. und Sind die nicht unten? Der Toni Also, ist Toni ist weiss sicher tun als Moderator, ne? Ich weiß es nicht. Also eben, wie gesagt, ich habe nicht gut. reingehört, Ja. darum... Ja. Hey, ich habe noch eine News. Finmalboot Cloud zum zweiten Mal. Das erste Mal beim Dustin Schöne. Hey, haben sie es wirklich? Und Hey, beim zweiten Mal ist es, glaube ich, vom Finmalboot. Nein, Bootcenter-Inhaber. Ich weiß gar nicht. Der Name ist mir gerade empfallen. Von dem B1-Boot. Ja, genau. Okay. Hey, und sie haben das Boot nachher gefunden, ausgebrannt und alle Technik geklaut. Hey, das mit dem Dustin, ich ha zuerst nicht gewusst, ob das Fake ist oder nicht. Ich habe zuerst das Gefühl, das ist Fake. Ja, einfach, ich habe das irgendwie gar nicht mit. Also, auf einmal habe ich irgendwie gesehen, hey, wer hat das Boot gesehen oder Boot geklaut? Irgendwie so auf YouTube habe ich mal so einen Trailer gesehen. Da dachte ich, was? Wirklich jetzt? Wirklich jetzt ein Boot geklaut? Und ich sagen, ja, wenn du das Boot klaust, also, ich schließe mein Auto immer ab. Gut, du kannst es ja dann klauen, ist ja gleich. Aber ich habe zuerst gemeint, es sei irgendwie so ein Fake oder so. Aber ist es wirklich geklaut Nein, worden? ist geklaut worden. Ich weiß, das von Dustin habe ich jetzt nicht mehr weiterverfolgt, ob er das wieder überkommt. Ja. Aber das andere, das vom B1 Bootcenter, ist, haben sie gefunden. Und ja, ausgebrannt. Krass. Das ist schon. Ist Wow, schon wieder- so weit sind wir schon. Was kostet so ein Boot? So viel, dass ich es mir nicht leisten kann. Ja, so 3'000, 4'000 Franken wird schon kommen. Nein. Hey, das wären meine News gewesen. Hast du noch? Ja. Ich habe eigentlich auch noch 3 News. Ich hoffe, ich schweife da nicht so aus, aber ich finde es noch cool, wenn man sich diskutieren könnte. Einerseits habe ich Pure Fishing. Hast du das mitbekommen, dass die ziemlich Mühe haben? Pure Fishing, sagt ihr etwas? Nein, kann ich nicht im Kopf. Pure Fishing ist so ein bisschen das Holding, wo Berkeley unter anderem drin ist, wo Abu Garcia drin ist. Ja, jetzt. Die haben recht Mühe. Im Petri Heil ist etwas gestanden. Die haben ziemlich Probleme mit den Marken, mit den Investoren, dass irgendwie zu wenig Geld fließt und so. Ich weiss nicht, wie es dort weitergeht, ob die für Europa oder für Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, die Konkurse so anmelden. Keine Ahnung, weiss ich nicht. Die Infos habe ich auch unter anderem aus Deutschland, dass es denen gar nicht gut geht. Und ich meine, die Savage Gear ist jetzt eben auch zu Pure Fishing gegangen, läuft auch unter dem Wirklich? Brand. Ich habe es gemeint, ist nicht mehr bei Svensson. Oder ist Svensson allgemein übergegangen? Irgendwie so etwas. Ja, das ist so ein bisschen etwas. Ich weiss nicht, wie schlimm das ist oder wie es da weitergeht, wird es sicher ein bisschen weiter verfolgen. Dann die zweite News, und das hat mich recht erstaunt. Amsterdam
Streetfishing. Amsterdam ist recht beliebt zum Streetfischen. Ich gehe auch alle Jahre eigentlich auf Amstien. Das ist noch nicht auf meiner Bucketlist. Ja, siehst nur, hey, unbedingt machen, ist nur empfehlenswert. Ich habe dir auch ein paar Spots. Nein, dir schicke ich keine Spots. Kein Hate. Und hey, in Amsterdam haben sie Streetfischen verbieten. Hä, warum? Weil irgend so eine grüne Organisation dort das Gefühl hatte, hey, wir haben so viele Touristen, die kommen Streetfischen, die dort Bleigewässer rühren, die die Fische dort nageln. Und das kann es doch nicht sein, also tun wir es verbieten. Aber das Geile ist ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Stadtrat von Amsterdam, die haben ja auch so Stadträtenart, der hat sich dagegen ausgesprochen und hat gefunden, hey, weißt du was, nein, der Tourismus boomt, das sind alltag sind da Leute am Fischen und das ist Tourismus für uns, die übernachten in Amsti, die konsumieren in Amsti, das können wir doch nicht verbieten. Anscheinend ist es doch noch eine rechte Einnahmequelle für die Stadt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil wenn ich mit oben bin in Amsterdam, meistens gehe ich so 4, 5 oder 6 Tage und ich sehe nicht so viele Fischer am Fischen dort. Bist du doch froh? Ja, nein, ist ja gut. Es hat mich nur erstaunt, weißt, dass sie irgendwie sagen, hey, nein, das ist eine Einnahmequelle, das müssen wir haben, das ist Tourismus und. Und wir sagen, ja, also, wow, okay. Also, entweder bin ich immer an diesen Örtchen, wo die anderen nicht sind, oder, keine Ahnung, viele sind ja dort beim Bahnhof unten, dort ist es ein sehr beliebter Spot anscheinend. Bin ich 2-3 Mal gewesen, aber ist nicht so mies. Also, wow. Ja, so mit diesen Leuten und alles. Aber. Ja. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass der Tourismus Amsterdam schon recht lebt von dieser Fischerszene. Ich meine, YPC und all das trägt schon dazu bei, dass wir... Ja, hast du dort schon mal einen gesehen? Ich habe dort noch keinen einzigen gesehen in Amsterdam. Ja, das ist einfach Zeit weg von der Zone. Nein, Amsterdam ist voll in der Zone drin. Amsterdam ist voll drin. Ich denke jetzt mal, wenn ich die Karte sehe, sie tun immer am Anfang zeigen die Karte mit den verschiedenen Gewinnen. Dann denke ich mir, come on, wieso? Ich würde auf Amsterdam, ich würde dort mal einfach einen Tag lang Streetfishing machen. Der Pachowski, der Mark, hat jetzt irgendwie etwas gemacht mit Streetfishing. Aber er ist auf Rotterdam, oder? Ich meinte, es ist Rotterdam. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich meinte, es ist Rotterdam. Ja. Und ist halt nicht so gut gelaufen. Aber ich wäre mal auf Amsterdam und hätte dort mal irgendwie, keine Ahnung, 3, 4 fette Barschen abgehängt, weil dort hat es 40er Fangstätte, ist das die Tagesordnung fast. Also ist 40 ist fast Durchschnittsgröße in Amsterdam. Ja. So wie ich es in Erinnerung habe. Wahrscheinlich kommt es auch noch darauf an, welche Zeit. Im Sommer ist es sicher nicht einfach. Ich war einmal im Sommer und ich bin mit einem Kollegen und der hat grusig aufs Dach bekommen. Am Schluss hat er einfach einen Brachsmann gefangen. Einen Brachsmann gehakt. Das ist dank der Brachsmann... Offiziell gehakt? Offiziell gehakt. Also nicht offiziell... Nein, nicht offiziell gehakt. Am Ranzen. Ja. Aber dank der Brachsmann hat er nicht abgeschneidert. Ja, geil. Okay. Ja, gut. Also, nein, von dem her... ja. Gut, ich glaube, das wäre auch mal ein Thema sowieso für das Thema. Die ganze Geschichte mit der Umwelt und... Schadet es am Fisch, wir Fischer. Es ist auch ein Breitschlagsthema und es kommt immer mehr auf von der Tierschutzorganisation. Ja, es ist so. In der Schweiz dunkt es mir zum Glück noch ein bisschen weniger als in Deutschland mit PETA, gell? Ja, von dem her. Aber wir müssen es ja auch nicht forcieren, sondern es soll ja auch lieber so, wie es jetzt ist, anstatt dass es noch strenger werden würde. Von dem her, ja. Ja, hey, das wäre mal das Thema 2 gewesen. Und als letztes habe ich noch eins, und zwar die Sportfischermesse. Die obligate Schweizer Sportfischermesse, die immer in Gladbruck stattgefunden hat, findet neu, wichtig, neu im 2024 in der Umweltarena in Spreitenbach statt. Spreitenbach. SBC. Ja, wir dürfen das sagen, ich bin ein Aargauer. Ja, genau. Sportfischermesse, mega cool. Ich muss schauen, aber ich bin sehr wahrscheinlich wieder mit der Kamera am Start. Nice, sehr schön. So haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. So ja, voll. Ja, genau. Das wäre vielleicht auch mal eine Geschichte, die wir erläutern können, vielleicht in der zweiten Episode, dann, wie wir zusammengekommen sind. Ja, genau. Ja, ich werde sicher wieder am Stand stehen dort, das ist klar, mit Matchfish Maximus. Absolut, wir haben... ja, aber komm, dann machen wir eine zweite Episode, wenn es so weit ist. Komm. Hey, dann nächste Rubrik. Entweder oder. Softbait oder Hardbait? Alter. Ich gehe mit Hardbait. Weißt du warum? Wegen dem Swimbait. Wieso habe ich das gewusst? Hey, und vor allem ist es meistens auch auf den Spoon. Darum Hardbait. Ja, okay. Aber natürlich für einen guten wie sagen wir, OSP-Shrimp geht nicht. Aber wenn ich mich auf eine einsame Insel, dann ist es sicher Hardbait. Wirklich? Ja. Und welche würdest du mitnehmen?
Boah, ist das jetzt schon die zweite? Nein, ja, das ist einfach so, by the way, eine Frage. Weil du sagst sicher Hardbait. Boah, keine Ahnung. Irgendein Duo, Ruck irgendwas. Okay. Der geht immer. Okay. Egal wie viel Fisch. Wirklich? Ja. Zum Ich- Twitchen. Zum Twitch. Ja, okay. Ist es auch ein daran glauben, denke ich. Ja, sehr wahrscheinlich. Sehr Vertrauen habe im Bait. Gut, okay. Dann nächste Frage. Ufer oder Boot? Oh. Hey, seit diesem Jahr viel mehr Boot. Wieso? Weil du einfach bei meinem Hausgewässer, also ich bin ja meistens am Greifensee unterwegs, Ja. einfach du zu anderen Spots kommst, wo nicht schon 100 andere stehen. Also das kann man jetzt da sicher mal leaken, aber ist ja allen bekannt, der Silbersteg ist ja Ja, gut, das ist pumpenvoll. überlaufen. Und dort stehst du neben 5, Ja. manchmal 20 anderen. Ja. Und darum Ja. finde ich lieber Boot mieten, ums Eck fahren Ja. und dann hast du einen besseren Spot. Ja, wenn, dann ist das Jahr sicher mehr Boot gewesen. Ja. Und was willst du zukünftig machen? Ein eigenes Boot kaufen. Ich Ist mein Traum, mal so ein richtig geiles Boot können kaufen. gut, wer träumt Schön nicht- wer träumt Lago nicht di davon? Lugano anstellen und ein bisschen Bass fischen. Wer träumt nicht von einem eigenen Bassboot für 90'000 Stutz, oder? Wo mehr kostet als ein Auto zum Teil. Keine Ahnung, mit wie viel PS Motor hinten dran und Live-Technik drauf. Und Aber wie wir ja gehört haben, musst du aufpassen, wie es klaut und ausbrennt. genau, und Live-Technik ist aktuell in Diskussionen. He? Aber lassen wir doch das mal so im Raum stehen. Sehr gut. Hey, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der dritten und Letzte. vorerst mal letzte Frage. Hecht oder Barsch? Boah. Boah. Hecht, ganz klar, wegen des Swimbaits wieder. Nein, ich finde einfach, ein Hecht fightet geil. Ja. Ich finde einen richtig geilen Raubfisch, weil er einfach wartet im Schilf und dann reinklebt. Ja. Ja. Wohl, ich würde eher Hecht vor Barsch. Ja. Und auch wenn ich dann halt eben wie du mal nichts fangst. Danke. Dann lieber Hecht, einfach so grosse Routen, grosse Baits. Das ist richtig geil, auch wenn du es dann irgendwann im Rücken merkst. So richtig peitschen. So richtig peitschen. Prügeln. Eben, ich wirf dann grosse Sachen 20 cm aufwärts. Ja. Ja, hast recht, du eben. Ja, Big Baits ist das Thema. Das ist okay, mal so für den Moment, aber... Wie willst denn du mit mir Swimbaits fischen? Ja, eben genau, für das ist es okay, so mal für den Moment, genau. Darum, ja, ist... Ja, ich habe lieber so Gummifisch, so 18 cm, kannst du darüber streiten, ob es Big Bait ist oder nicht. Hat dann doch auch irgendwo seine 50, 60 Gramm, aber ja, ist sicher angenehmer, als wenn du da irgendwie, keine Ahnung, 180, 200 Gramm im Zeug rumschlätzt, wo du musst sagen, hey, boah, nein, ja, genau. Ja, du mit deinen Pudding, gell? Ja, ist schon So gut, wird's ist kein schon Hate in dem gut. Podcast. Zum Glück haben wir kein Video, sonst würdest du in der nächsten Folge wahrscheinlich mit blauen Augen... Nein, ist gut, eben kein Hate, no hate. Gut. Gut, hey, nächste Rubrik. Ausblick. Ja. Überlasse ich voll und ganz dir. Ja, also an dieser Stelle würde ich mal sagen, vergessen nicht abzustimmen für euren Favorit Genau. vom Namen vom Podcast. Eben schreibt es unbedingt unten in die Kommentare rein. Und ja, machen die Umfrage auf Ja. den Kanal. Wir tun die sicher live schalten. Sobald ihr den Podcast hört, wird die Umfrage ganz sicher live sein. Wir schauen, dass wir vielleicht noch mal ein Storybild hochladen, in welchem Räumchen dass wir da so drinnen hocken. Ja, von dem her hauen die. Erstens sicher mal das, stimmt ab, unbedingt, macht das. Vom 17. bis zum 24. haben wir die Möglichkeit. Jede Stimme, die mehr ist, hilft uns auch bei der Entscheidung, ist natürlich mega cool. Und ja. Vielleicht auch an dieser Stelle, wenn ihr schon am Kommentieren sind, schreibt doch auch rein, was euch für Themen würdet interessieren. Ja, genau. Und wir das am Podcast thematisieren. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, hey, wann kommt die nächste Episode? Ja, das ist sehr, sehr eine wichtige Frage. Und ich weiss es ist der 31. Es ist Silvester-Episode! Bam, bam! Scheiße, ist schon wieder Ende Jahr, Mann. Krass. Ja, also, wir dürfen gespannt sein auf die zweite Episode am 31. Ja. Wenn wir mal so ein bisschen einen Teaser geben, was wir da drin diskutieren wollen.
Wir sind ja vorbereitet. Ja, natürlich, hau raus. Ja, sag du. Ich kann es nicht auswendig. Darum hast du nichts gesagt. Ja. Ich habe das Datum gewusst. Ja, warte, ich muss da ein Dokument aufmachen. Genau. Einmal, ich weiss es. Es ist Winterfischen. Hey, hätte ich eben auch gesagt, genau. Oder Fischen im Winter. Fischen im Winter. Also wir werden euch in der nächsten Episode mal ein bisschen... ja, keine Ahnung, mit euch einfach darüber reden, wie das so im Winter ist, wie es uns so geht im Winter, was wir richtig oder halt vielleicht auch falsch machen. Wir machen ja nicht immer alles richtig. Und hey, vielleicht gibt es dort noch den einen oder anderen Tipp für euch, wo ihr sagt, hey, das wäre mega hilfreich, wenn ich wüsste, um was es geht oder wie ich das anders könnte machen oder so. Ja, wenn ihr vorab sicher mal Fragen habt diesbezüglich, lasst es uns wissen, schickt es zu auf unseren Kanal. Und dann schauen wir, dass wir es diskutieren. Das ist sicher auch noch ein weiterer Punkt. Wir geben euch den Namen von unserem Podcast bekannt, wo ihr abgestimmt habt. Bin gespannt, was da so kommt. Okay, dann beenden wir da die erste Folge. Ja, ich würde es auch meinen, ja. Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Hey, danke und euch bis zum nächsten Mal. Ciao bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.